kennt das, im Normalfall stehe ich da und sage, das gibt es heute, aber ich muss einfach essen, weil exorbitant oder will aussucht, dass er brauchen dranbleiben und wirklich zuschauen. Krass. Bevor ich meine ultimative Frage stelle, macht aber besser gut zuerst ein Like hier unter das Video, abonnieren, teilen und kommentieren uns. So können wir noch möglichst lange weitermachen. Und Patricia, jetzt eine riesige Frage. Jetzt die ultimative Frage. Was sind Teigwaren? Ich habe gemeint, das ist jetzt hier so ein Nudelsack mit... Genau, es ist aber ein Festmenü. Dann tun wir uns besonders bemühen. Nein, und wirklich viele gute Gefühle noch dazu geben, indem wir Nudeln selber machen. Wow. Wir könnten auch frische Teigwaren kaufen, Ja, klar. das ist ein Festmenü, oder? Und da lohnt sich trotzdem weiter zu schauen, weil wir machen auch eine feine Rahmsoße dazu. Aber wir machen auch die Nudeln selber. Und dafür braucht man natürlich Mehl, Eier, wir machen Eiernudeln. Und wir brauchen Olivenöl. Und die anderen Zutaten sind schon für die Soße. Wir machen eben Mochel, Rahmsoße mit verschiedenen stetigen Gewürzen und ein bisschen Weisswein. Und für alle, die gut aufgepasst haben, es hat keine Teigwarenmaschine da. Also richtig aufpassen. Oh. Wir machen so, dass auch ohne Nudelmaschine geht. Also keine Ausrede vom wegen, ich kann keins machen. Ich bin mega gespannt, wie das schmeckt. Und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Wir sehen uns nachher. Bis nachher. Viel Spaß. Ja. Eure Augen zu. Ciao. Miteinander. Nudeln selber machen. Eigentlich ist das sehr einfach. Man muss einfach ein bisschen Zeit nehmen und man muss das Willen haben, wirklich wollen, das zu machen. Im Grunde genommen ist das Rezept wirklich einfach. Die Menge hast du trotzdem da unten, aber in der Regel ist 100 Gramm Mehl, ein Ei. Ich mache hier, wie ihr seht, mit 2 Eiern. Ich habe hier 200 Gramm Mehl. Man kann die Eier auch einwiegen und dann ist ganz genau, weil es gibt ja größere Eier, kleinere Eier. Da habe ich untergeschrieben, sogar wirklich die Grammenge vom Ei, also das Gewicht der Eier, damit es sicher funktioniert. Ich mache so eine Mulde, wirklich wie eine Vulkan. So. Und da drin werde ich diese Eier jetzt aufschlagen. Bei mir hier 2. Man kann es natürlich auch mehr machen, diese Nudeln dann trocknen und man hat nachher Nudeln fertig. Die halten gut nachher im Kühlschrank oder in einem gut verschlossenen Glas. Ich rühre zuerst ein bisschen so von der Mitte raus, dann rühre ich so von innen nach außen und fange immer so ein bisschen mehr Mehl auf. Gell? Siehst, bis irgendwann wird hier ein Teig entstehen. Ein bisschen Olivenöl steht auch im Rezept. Wirklich kein Wasser. Viele, die das erste Mal machen, denken, da wird nie ein Teig. Doch, es wird ein Teig. Man braucht auch keine Gewürze hier. Also hier kommt kein Salz. Vielleicht kann ich mal ein anderes Rezept geben, wenn ich wieder so aromatisierte Nudeln machen, zum Beispiel mit Spinat, mit Randen, dass sie farbig sind. Kann man das machen, aber dann muss ich das vom Gewicht der Eier abziehen quasi. Und wenn ihr das würdet machen, was ist eure Lieblingsnudelart? Also Form, weil jetzt werden wir frei. Wir könnten hier so ganz dicke Bandnudeln schneiden, ganz dünne. Das heißt, jetzt ist das noch sehr trocken. Ich habe hier noch ganz viel so Mehl mit den kleinen Eiern und ich habe so bei Weit noch keinen Teig. So, es kommt. Langsam wird etwas. Guck, jetzt kann ich das hier schon so auf die Arbeitsfläche legen. Also ich werde den Teig so bearbeiten, bis ich einen glatten Teig habe. Meine Arbeitsfläche ist tatsächlich so hoch für mich. Ich musste hier improvisieren. So habe ich mehr Kraft, weißt, dann kann ich vom oben ab so drücken. Und jetzt habe ich langsam einen Teig. Der bleibt eben noch 1 Stunde zumindest Ruhe. Und dann wird er noch elastischer. Okay? Also es ist keine so Hefeteig, ne? Aber es ist ein Teig. Ja? Sieht man da? Und da mache ich jetzt in eine Frischhaltfolie, umgewickelt und lasse bei mir hier beim Raumtemperatur, weil jetzt ja nicht so warm ist, für mindestens 1 Stunde, damit wir weiter dann verarbeiten können. Dann wird aus diesem Teig frische Nudeln. Wir fangen an, Mocheln einlegen im warmen Wasser. Die werden wir nachher für die Soße brauchen, auf der Seite, aber nicht vergessen. Und jetzt der Teig ist bei mir mindestens 1 Stunde. Ich könnte jetzt ehrlich sagen, wirklich nicht mehr sagen, wie lang. Vielleicht sind auch 2 Stunden gewesen. Hier in die Plastikfolie geblieben, ein bisschen flexibler geworden, besser zum Auswählen.
Ich lasse das hier, damit es nicht austrocknet und schneide mir immer so Stücke ab. Mal, jetzt ist schöner zum Verarbeiten. Also zuerst ein bisschen so andrücken. Ne? Ich habe immer hier Mehl in der Nähe. Wer weiß, vielleicht braucht man, damit sie nicht aneinander kleben. Und dann, ja, Auswahl. Ne? Wenn ich jetzt eine Nudelmaschine hätte, würde ich die einmal durch die breiteste Abstand so auswählen und dann nochmal falten. Und das Gleiche mache ich hier auch, wenn ich mit der Teigrolle aufmache. Es gibt eine bessere wirklich Stabilität für diesen Teig hier. Da mache ich einmal nur. Der Teig ist schön von der Konsistenz, bricht nicht ab, das ist wichtig. Es hat eine gewisse Stabilität, Elastizität auch. Und dann kann man gut auswählen, damit es einigermaßen schön ist, gleichmäßig. Nehme ich da hier weg. Zuerst habe ich so ein Band. Aber immer wieder, wenn ich das wegnehme, so ein Stück abschneide, mache ich nochmal hier in die Plastikfolie drin, damit es nicht austrocknet. Dann kann ich nachher das immer noch verwenden. Da habe ich jetzt so einen Teig, dünn, wie ich will. Da kann ich sogar ein bisschen mehr hier. Diese Seite ist noch ein bisschen dicker. Ich bin zufrieden mit der Konsistenz, das ist wirklich gut. Und das ist, was ich meine. Einfach glaub dran. Nicht Wasser dazu geben, es wird ein Teig. Vor allem eben nach dieser Ruhezeit. Da merkt man, wie wichtig ist es, sich Zeit zu nehmen, Ruhe zu bewahren, ausruhen, auch bei dem Teig. Was mache ich jetzt? Ich könnte so auf beide Seiten, etwa bis in die Mitte, ich mache für mich hier nur drücken, etwa wo die Mitte ist. Und dann werde ich hier einrollen, nicht so fest, ich will nicht, dass es klebt. So, irgendwo da ist die Mitte. Ne? Und dann kann ich anfangen zu schneiden. Mache so breitere Bandnudeln. Einfach wirklich gut bis am Schluss durchschneiden. So, dann kann ich so jetzt zeigen, wenn ich da unten gehe und so drücke. Siehst du, dann habe ich schön hier unsere Bandnudeln. Sie sind kurz geworden, ich habe eine kleine Menge Teig genommen. Ich habe die Mitte auch nicht richtig eingeschätzt. Eine Seite ist länger als die andere. Aber da ist, was ich meine mit dem Rustikal. Schön, fein. Habe ich da. Damit sie nicht aneinander festkleben, mache ich hier ein bisschen Mehl und lege die doch drauf in Mehl. So. Also können Sie da ein bisschen warten, bis ich den ganzen Teig verarbeitet habe, so Nudeln verarbeitet habe. Und dann machen wir weiter, kochen diese Nudeln, machen wir die Soße noch und kann essen. Alle Nudeln verarbeitet, also der ganze Teig. Kannst du mir helfen, da unterschreiben? Bei dieser Breite hier. Sind das noch Tagliatelle oder sind schon Pappardelle? Sind breite Bandnudeln. Eine Regel, ganz wichtig. Nicht Nudeln warten auf die Soße wartet auf die Nudeln. Also jetzt bleibt die Nudel hier. Wir machen die Soße und erst dann kochen wir diese Pasta. Die kommen nachher direkt in die Soße rein. Verstanden? Das ist ganz wichtig. Für den ersten Moment nehme ich die Mochel hier weg. Bei Mochel hat man oft ein bisschen Sand drin und deswegen lassen wir das Wasser hier nochmal stehen. Aber vielleicht benutze ich dieses Wasser noch. Mochelwasser hat natürlich jede Menge Geschmack. Schneide die Mochel hier so grob. Ich will nachher sehen, was drin ist. Teilweise, wenn ich so ganz kleine Mochel habe, lasse ich die sogar ganz. Komme dann zum Herd hier. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Extra noch nicht eingeschaltet. Ein bisschen getrocknete Zwiebel. Jetzt Herd einschalten und dabei bleiben. Getrocknete Zwiebel, die müssen nur so ein bisschen Öl jetzt aufsaugen. Jetzt kommen meine Mochel. Über die Mochel mache ich unsere Pilzgewürz. Nein, es ist das Herdäpfelgewürz. Allgegenwärtig gut. Ich darf großzügig sein, weil nachher kommt noch Soße dazu. Riechst du das? Musst du die heim machen und wirst du auch riechen. Mega fein im Fall. So, und jetzt kommt diese Geräusche, die wir so gern haben in die Küche, nämlich das Ablöschen. Riechen tut schon mal fantastisch. Ich kann jetzt hier ein bisschen vom Boden so vorsichtig, Holzlöffel, nur dass mit diesem Geschmack noch mehr zum Vorschein kommt. Warten wir ein bisschen, bis der Alkohol von der Wein verdünstet. Wir können nachher noch Wein haben zum Trinken. Und dann komme ich mit dem Rahm. Ich nehme Vollrahm, einfach weil ich gerne Vollrahm habe. Es geht natürlich auch mit Halbrahm. Das ist wieder so eine von diesen Rezepten, die man nicht glaubt, dass so einfach ist. Jetzt kommt noch meine Stickhuspfeffer dazu.
Das ist bei mir immer auf dem Tisch. Wir können am Schluss immer noch nachpeppen. Also die Soße ist soweit fertig. Ich stelle hier kurz ab. Und dann, erst dann, kann ich meine Pasta kochen. Das werde ich jetzt machen. Das Wasser kocht. Es ist die richtige Zeit für Salz. Machen wir da Dessert. Machen wir da Herdöpfelgewürz drin. Du weißt noch, Teig hat kein Salz. Wir haben Teig ohne Salz gemacht. Also, das ganze Salz kriegt sie jetzt aus dem Wasser hier, auf der Herdöpfelgewürz. Die andere wollte schon gleich in die Soße. Aber das muss zuerst gekocht werden. Da, innen. Und deswegen wirklich eine grosse Pfanne nehmen. Oder wenig Nudeln kochen. Da tun wir auch am Anfang schon mal umrühren, so, dass sie sicher nicht am Boden kleben und auch nicht ineinander. Und jetzt muss man nur kurz warten. Die Soße wartet auf die Nudeln und nicht umgekehrt. Kommen schon ein Kilo der Oberfläche, wir warten noch ein bisschen. Aber das Wichtige ist, dass man aus dem Wasser nimmt und direkt in die Soße tut. Also nicht abkühlen oder irgendetwas. Die sollen hier am Schluss fertig kochen. Die fangen diese ganze Soße auf. Auch noch mehr Geschmack. Und die werden nicht verkocht. So, jetzt die Soße hier wieder einstellen. Also Teig da rein. Es macht nichts, es ist sogar gut, wenn ein bisschen von diesem Kochwasser hier in die Soße kommt. Es hat natürlich auch noch die Stärke aus dem Mehl und das sorgt dafür, dass die Soße so sämiger wird. Jetzt kann ich das Wasser dort abstellen. Die letzten 2, 3 Nudeln nehme ich nachher anders raus. Aber ich will das hier nicht vergessen. Umrühren. Also ich kriege schon, also für mich wäre das hier schon ein Festmenü. Guck mal, wow. Ich sehe, wie der hinter der Kamera auch Lust kriegt. Ich zeig's dir. Und ich muss schnell sein, weil bald wird der Stedi auch da sein. Felicita! Oh, der ist schon da gewesen. Eigentlich. Felicita! Wow. Ich habe noch mit dem Gabel. Warte mal. Schon da. Ich habe noch auf einen Teller schön richten. Ah nein, schau. Und ich weiß, dass du gerne hast. Excuse, ich mach noch so. ein bisschen. Ich muss so. Nur noch ein bisschen dazu. Steighauspfeffer. Ja, es hat zwar schon, aber du weißt... Aber kannst du nicht noch ein Pizza-Pasta-Gewürz drüber tun? Diesmal nicht. Daddy, Ich sage einmal nein. du weißt, unser Wettbewerb ist gut. Das ist Insider. Daddy und ich, kann ich jetzt probieren? Dann ist das ein Daddy-Rezept jetzt. Ja, jetzt schon. Also eigentlich machen wir das auf einen Teller. Krass. Ja, aus der Also Pfanne da- aus ist am besten. Bei den zivilisierten Leuten. Moment, ja, zivilisiert, steht. Also ich probiere auch. Also das wäre auch eine Idee für Rutscht ein immer romantisches Abendessen. Ah, wir haben die Romantik. Direkt aus der Pfanne. Nein, ich sage Schau, nur, jetzt es muss wäre zuerst eine ein Pilz Idee. essen. Es wäre eine Idee. Ich sage schon mal Danke Aber warte fürs dabei schnell, sein. die Soße hast nicht du gemacht. Bisschen gut schreiben du dann rein, ob sie die Soße selber gemacht hat. Weil ich Es ist schwierig glaube aus der es Pfanne. fast nicht. Es ist Es schwierig aus der like, bisschen gut. Wir haben alles selber gemacht, sogar ohne Pastamaschine. Darf ich das sagen? Das sieht ja Ein aus wie... gutes bis nächstes Mal. Vielen Dank. Ich probier's werde auch. auch nachher. Okay. Heiß. Es ist passiert. Hey! Nein, ihr müsst uns nicht mehr folgen. Geht heim oder schaut irgendwas anderes. Schaut YouTube, Nachrichten oder so. Da, excuse, das ist richtig gut. Danke viel mal. Mega. Lasst ein Like da, sonst ist sie das Zeug einfach Komme ich selber. nicht mehr. Sollen wir jetzt auf ein Teller tun? Wow, nein. Also vielen Dank. Bis nächstes Mal. Hey, wisst ihr Ciao, was? Ich ciao. ist da jetzt alles fertig. Aha. Und das Festtagmenü. Ich habe sogar den Teller verspritzen. Ich merke es überall.